Das Wissen ist beim Vererben wie der Beipackzettel. Er geht häufig verloren. Wenn doch die Ahnen noch sprechen könnten. Da ist auch ein Bild von der Familie sozusagen drinnen. Man müsste eigentlich zu Lebzeiten viel mehr erfragen. Was wollten Sie gerne wissen darüber? Also mich würde interessieren, auch wie meine Mama, dass man sagen kann, diese Architektur ist irgendwie abgeschaut von, weiß ich nicht, irgendwas in Venedig oder wo man sagt, okay, da, oder vielleicht ist es auch nur der Fantasie entstanden. Ja. Weiß man ja nicht, ne? Das wäre interessant. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Was bringen Sie uns denn da? Wir bringen ein Kästchen, und zwar stammt es von meinem Opa mütterlichseits. Der war Kunstschreiner in München bei der Firma Bernheimer, glaube ich, am Lembachplatz. Ah ja, eine gute Adresse. Aber er musste sein Handwerk erst gelernt haben. Ja, er hat es gelernt und war auch auf Wanderschaft, wie man das früher gemacht hat, bis nach Italien runter, wo er seine Frau kennengelernt hatte. Die Familie hatte eine Seidenraupenzucht und dann ist er wieder zurück nach München. Und wissen Sie, wo er seinen Gesellen gemacht hat? Nein, das weiß ich. Ich weiß leider Denn keine dieser, Details mehr. Sehr schöne kleine Pavillon, Ja. der seiner Loggienarchitektur, also Säulenstellung ringsum, ist allem Anschein nach ein Gesellenstück. Am Ende der Lehrlingszeit und danach noch die Gesellenzeit Ja. musste der Geselle ein Gesellenstück abliefern, um dann zum Meisterstück zugelassen zu sein. Und dieses Gesellenstück, das musste er auf eigene Kosten fertigen, Ja. in einer vorgegebenen Zeit von etwa einem halben Jahr. Es musste dann von den Zunftgenossen überprüft werden und dann durfte er es behalten. Also dass die Gesellenstücke sich in aller Regel in der Familie wiederfinden. Und Ja. alles spricht dafür, dass das ein solches Stück ist. Und Gesellenstücke, bei denen musste man alle Kunstfertigkeiten zeigen, die man von einem Kistler, Schreiner erwartete. Wenn das ein Gesellenstück war, war er mit Sicherheit Klassenbester. Also wir nähern uns jetzt mal dieser Architektur. Er weiß, was er tut mit diesen Bogenstellungen und dahinter der Innengliederung. Und er hat extrem souverän mit den Hölzern der Renaissance gearbeitet. Ja. Zum einen hat er sie genutzt, zum anderen aber auch verfremdet. Dieses Hell-Dunkel-Spiel, das wir hier sehen, ist ganz typisch für Mobiliar aus dem 16. Ja. Jahrhundert. Im 16. Jahrhundert wären die hellen Felder, die wir hier sehen, oft aus Esche. Hier ist es aus Riegelahorn und dann benutzt er ein rotes Holz, das die Renaissance so nicht kennt, weil es ein Überseeholz ist. Naheliegend wäre hier Mahagoni, das ist es aber nicht, sondern es ist ein sehr viel selteneres Holz. In England Bloodwood genannt, Blutholz. Bei uns sagt man Satiné dazu, ein leuchtend rotes Holz. Und dagegen abgesetzt dann schwarze Leisten, wir sagen auch dazu ebonisiert, also wie Ebenholz dargestellt. Ja. Darunter ist ein schlichtes Material, aber durch schwarzen Lack erinnert es an Ebenholz. Und so war da eine ganz reiche Farbigkeit, jetzt ein bisschen abgeschwächt durch UV-Licht, aber sehr starkfarbig. Und hier in der Sockelzone setzt sich das fort mit den kleinen Quadraten aus 4 verschiedenen Hölzern. Wir haben schwarz, dunkelrot, mittelbraun und ein Goldfarbton, kann ich jetzt auf die Schnelle nicht alles bestimmen. Aber hier finde ich jetzt auch die Esche, wie schön. Die Esche, die sehr typisch ist für Renaissance-Vorlagen für dieses Stück. Ja. Und dann davor diese schöne Arkadenstellung mit Drechselarbeit und mit einem Schlüssel. Wo ein Schlüssel ist, ist auch eine Bewegung. Jetzt wird es sehr intim. Ich schaue erst mal nach dem Technischen. Hier ist ein Einsatz, der scheint beweglich. Ja, er ist es. Schatzkästchen. Und hier ist ein wunderbares Kästchen mit unglaublich schönem roten Ja, Samt, Velour. Darunter eine offene leere Kiste, die sehen wir nicht, es ist nichts weiter drin. Ich setze es zurück, aber das Herzstück wird wohl doch, zumindest für Ihre Familie, dieses Feld sein mit der Fotografie. Einer Familie,
Es wird die Familie Ihres Es ist praktisch Großvater mütterlicherseits in der sein? Mitte ist, glaube ich, der Großvater und seine Frau und die 3 Kinder. Also ganz links, das ist meine Mutter, die war die Jüngste. Und Schreiner heißen nicht umsonst Schreiner, denn sie machten Schreine. Und Ja. diese Schreine enthielten immer etwas ganz Besonderes. Und hier ist das Intimste und Innerste, ist die Familie. Ja, Und außen ist es eine ganz offiziöse Fassade, wie man sie im 16. Jahrhundert für Banketthäuser, Lusthäuser in den Renaissancegarten baute, ringsum mit dieser Säulenstellung toskanischer Säulen. Das ist auch ein Verweis. Und hier sehen wir in Miniatur, was wir im Großen hier oben über uns Ja. an der Decke sehen. Also eine Gestaltung, die stark auf Plastizität, auf Tiefe hin abzielt und diese Illusion, Tiefenillusion verstärkt durch Farbigkeit. Also auf der Höhe seiner Zeit, ein Zeugnis im doppelten Sinne des Wortes für handwerkliches Können und wunderbar, dass sowas in Ihrer Familie überlebt hat und noch Wertschätzung. ja, ich weiß nicht das genaue Geburtsdatum, aber ich nehme an, dass mein Großvater vielleicht 1870 geboren, ungefähr geboren Der wird ist. das kurz vor 1900 gefertigt haben. Ja, es hat den Krieg auch gut überstanden. Es wurde irgendwo deponiert, nehme ich an, weil meine Eltern sind 3-mal ausgebombt und insofern. Und hat dieses Stück Glück gehabt, dann ist es für Ja. Ihre Familie von unschätzbarem Wert. Den können wir gar nicht ausdrücken. Ja. Denn Sie sind ja jetzt Enkelin und Urenkelin, nehme ich an. Ja, ja. Das gibt es ja nicht alle Tage, dass man vom Urgroßvater ein Stück sehen kann. Nein. Das dann auch noch die Schönheit hat, dass der Urgroßvater als Erbauer selbst darin gezeigt wird. Ja, Ich sehe gerade, jetzt ist es offen. Also der Künstler im Kreise seiner Familie Ja. abgebildet innen drin. Viel schöner geht es Ja, nicht. ja. Deshalb verkaufen sie es niemals. Es hätte Nein. einen Marktpreis, der höher ist als bei anderen Kästchen dieser Art. Wenn es die entsprechenden Sammler finden, dann können das sicherlich 2.000 € sein. Ich glaube, Nein, es das drückt ist- nicht aus, was es Nein. für Ihre Familie für einen Rang Nein, das hat. bleibt so, Und wie es wir ist es eine sehen. Traumarchitektur und auch ein schöner Verweis darauf, was ein Tischler als Geselle, nicht Ja. als Akademiker, als Ja. Tischlergeselle für kunstwissenschaftliche Kenntnisse hatte. Sonst hätten die das damals nicht Ja. gekonnt. Ja. Der Rang der Tischlerei in der Zeit war unglaublich hoch. Ja. In Gewerbeschulen mussten die endlos zeichnen nach den großen alten Vorlagen der Renaissance. Und die Renaissance war der Himmel der Raumausstattung. ja. Wunderbar. ich bedanke mich auch recht herzlich Ich hoffe, für Ihre Urenkel Ausführungen. werden das Stück auch noch schätzen. Bringen Sie es heil nach Hause. Adieu. Ja, ich danke Ihnen. Wiedersehen. Danke. Danke.